Habe ich die Ehre und wieder mal pünktlich wie die Stechuhr bin ich hier um 19 Uhr für euch zur Stelle, um euch die neuesten Neuigkeiten der Welt von Hollywood zu erzählen. Ja? Wird von der Katze attackiert hier. In der Hoffnung, dass heute die Qualität besser ist als gestern, aber sie sollte eigentlich funktionieren, weil heute habe ich euch das selber hergerichtet und nicht Seppi das machen lassen und dann weiß ich, dass das auch passt, weil der Seppi einfach eine ahnungslose Weizer ist. Sagen wir es, wie es ist, eine ahnungslose Weizer. Wo es mir schon überhaupt nicht geht, wenn ich hier um 19 Uhr pünktlichst anfange, dann muss die Bumsbude voll sein. Dann muss der Chat eskalieren, dann müssen hier 800 wartende Zuschauer sein. So geht nicht. Knädelwutzler, habe ich der, so mag ich das. Genau dieser Mann weiß, wie das sein muss, der ist pünktlichst hier. Der Rest ist einfach, ja, nicht pünktlich. Was haben wir heute da für euch? Also, wir machen natürlich wieder Unboxing, sehr coole Sachen, wie immer. Magic, Final Fantasy, One Piece. Und dürft wieder keine Pokémon-Reihe auswählen, denn ich habe hier nochmal prismatische Entwicklungen. Ein Booster-Pack gekriegt, in der Hoffnung, dass da irgendein Nachteil drin ist, weil das, glaube ich, irgendwo bei 800 Euro liegt oder mehr. Und da hier nicht genügend Spenden eingängen bei einem Livestream, dann muss ich zumindest hoffen, dass hier fette Karten drin sind, mit denen wir reich werden. Aber vorab fange ich mal an und sage ich ein paar Posters, weil die Woche hat wieder schöne Poster rausgehauen, unter anderem zu Welcome to Derry, die ja Ende des Monats losgeht. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und muss das wie immer nur im Posterformat, kann das wie immer nur im Posterformat herzeigen, weil sonst diese unglaublich vielen Koletten, die ihr mir spendet, hier draufgängen. Sink your teeth into a bowl of fun. Manufactured in Derry, Maine. It is the place to be, heißt. Sehr schöner Artstyle, finde ich. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal was hergezeigt und es war ein ähnlicher Artstyle. Wir haben noch weitere Poster und zwar diese hier. Schöne Date Night in Darris Capitol Theater. Und komischerweise ist da eine Hand zu viel drauf. Kein KI-generated Content, sondern ein Pennywise-generated Content. Mark Sesselmann, kann ich preist gut Englisch. Yeah, I'm speaking very good in englischen Sprache. Das ist halt einfach so mein Mother Tongue, mein Mother Language. Ich bin einfach ein Mother Languager. Das ist einfach eine Tatsache. Das kann ich nicht verneinen. Wenn man mal zuhört, fällt es einfach auf. Und noch ein drittes Poster von Welcome to Derry haben wir, nämlich Cravings so good, they're scary. Now treating Derry, Maine, it is the place to be. Und wir essen hier köstliche rote Lutscher in Luftballonform. Warum wird das wohl so sein? Das weiß keiner. Zumindest keiner, der sich nicht schon mal ein bisschen mit diese Sache auseinandergesetzt hat. Verstehst du? Verstehst du? Ach, mein Sessel, da gibt es gleich mal Potato. Gibt es gleich mal Potato, wenn du hier schon wieder rein spendest. Und dann muss ich ja gar nicht mehr hoffen, dass ich in prismatische Entwicklungen halt eine Nachtarerkarte ziehe, weil jetzt durch diese edle Spende schon fast das Soll erfüllt worden ist, das ich brauche. Was haben wir noch für Poster? Es ist ja unter anderem ein Trailer rausgekommen zu der neuen kommenden, Katz, geh weg von meinem Trinken, zu der kommenden Serie aus Westeros, aus dem Game of Thrones Universum, 100 Jahre vor den Game of Thrones Ereignissen, spielt dann nämlich A Night of the Seven Kingdoms. Schaut sich den Trailer an, der schaut ganz witzig aus, es kann echt cool werden. Und damit ich zumindest irgendwo herzogen kann zu der Thematik, kriegt ihr hier das Poster. A Tall Tale That Become Legend. Mal kicken, was das wird. Wie gesagt, Trailer schaut ganz okay aus, nicht wirklich viel aussagend, sondern wirkt einfach wie eine coole Serie, die in Westeros spielt, die aber jetzt noch nicht so wirklich das Game of Thrones Feeling auslöst, wie es bei mir zum Beispiel die Trailer von House of the Dragon gemacht haben. Letzte Woche habe ich euch, glaube ich, auch schon verzeiht, dass die George A. Romero, seine Tochter, die Tina Romero, ja ihren ersten eigenen Horrorfilm bzw. Zombiefilm ausgeballert, namens Queens of the Dead. Und jetzt haben wir hier auch schon das erste Poster dazu.
Für den Film, der sogar den Monat schon erscheint, am 24.10. Und ja, ich glaube, ich werde mir da jetzt fast einmal ein kleines VPNchen, aneignen müssen, weil ich den sehen möchte. Mal schauen, ob die Tochter vom lieben Herr Romero, Rest in Power, wie es so schön heißt, mit seiner Qualität mithalten kann. Sie hat ja schon mitgewirkt bei Survival of the Dead. Ich hoffe, sie hat sich nicht zu viel von diesem Film angeeignet, weil Survival of the Dead war für mich leider kein toller Abgang, der da als letzter Film, ich glaube, es war sein letzter Film, gekommen ist. Da war mir zu viel dämlicher Slapstick drinnen. Und schon langsam geht es ja voran mit der zweiten Staffel One Piece. Wir haben jetzt da schon einige Setbilder auch gekriegt, die könnt ihr euch aber selber anschauen, ich habe keinen Bock drauf. So Behind-the-Scenes-Videos und so werden jetzt halt immer mehr veröffentlicht. Und dazu zwei Poster. Wir haben dann hier mal, also sie wird genannt Into the Grand Line. Aber was für mich viel cooler ist, ist das nächste Poster. The Crew's Never Coming Back. Und wer ein Anime gesehen hat, weiß, wer das hier ist und was da eigentlich auch für eine coole Story noch dahinter steckt. Und ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel, vor allem, dass man das dann auch hier in Real Life sagt, den Wal. Jetzt weiß ich seinen Namen nochmal. Irgendwas mit Lou. Mit L und zwei O waren in seinem Namen drin. Weiß ich nicht noch den Namen von dem Wal von One Piece. Loop? Baloop? Na, Loop. Bulubub. Sebeledup. Ah, frag mich nicht. Frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr, wie der Kosten hat. Auf alle Fälle freue ich mich schon sehr auf diese zweite Staffel von One Piece. Das war unsere Postersitzung. Jetzt dürft ihr mich wieder anschauen. Übrigens, ich habe die Kamera jetzt mal anders positioniert. Schaut ja gleich mal ganz anders aus, oder? Hier. Was ist denn jetzt das schon wieder für Mist? Moment, Layout, zack, boom, jetzt bin ich wieder hier in der Mitte. Und nicht mehr so von oben herab, weißt du schon. Laboon, genau so, du hast Laboon. Danke. Ah, Sesselberger, du bist der Gute. Du bist einfach auf dies Verlass. Das mögen wir, das mögen wir. Ich stehe natürlich über euch, wie ich sagen wollte, aber ich möchte nicht die ganze Zeit wirklich auf euch herabblicken. Das tue ich einfach nur imaginär, aber in Zukunft schaue ich ein bisschen nach oben zu oben. Schaut her. Das ist also, was diese Positionierung gleich ausmacht, ich darf mir den Stream jetzt am lieben 8 Stunden am Stück anschauen. Monster Ed Gein läuft ja gerade. Weißt du, wer schon reingeschaut hat? Ich habe die ersten 2 Folgen bisher gesehen. Ich finde die ersten 2 Folgen ziemlich cool, wobei ich bei der zweiten jetzt schon ein wenig skeptisch bin mit diesen komischen Zeitsprüngen, die wir da jetzt halt gehabt haben. Mir jetzt nicht zu viel verraten, aber ich hoffe, ihr habt zwar schon gehört, dass es das Gegenteil ist, aber es wird wahrscheinlich mehrere von diesen Zeitsprüngen geben. Aber ich hoffe, dass sie mich nicht zu sehr stören, weil bisher gefällt mir die ersten 2 Folgen sehr gut. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, Staffel 4 ist ja auch schon angekündigt, wer wird ja dann die Lizzie Borden behandelt. Und die ist jetzt auch schon gecastet worden. Das muss ich jetzt eigentlich aber nochmal schnell nebenbei raussuchen. Die gute Dame, wie die ausschaut, das ist nämlich die Bella Beatty oder Beatty. Ich habe es noch nicht kennt, muss ich sagen. Die hat auch noch nicht so viel auf ihrer Vita. Hat bisher meine nur 3 Filme, unter anderem den If I Had Legs, I'd Kick You. Von dem habe ich zwar schon gehört, aber noch nicht gesehen. Aber ich sage jetzt mal, die Dame, die dann diese Lizzie Borden spielen wird, die ja, glaube ich, auch gar nicht so cool war. Was sagt er? Gar nicht krasses, ich muss da schauen, ob da irgendwas war. Gar nicht, gar nicht. Ach, da ist so viel Zeit schon wieder drin. Ich warte auf die Pokémon-Serie. Hey, Pokémon-Serie. Gar nicht. Laboon, genau. Ah, der Knellwut hat es auch geschrieben. Irgendwie mein Chat, den ich vor mir habe, der ist nicht so gut. Knellwutz war voll schneller Ehrenmann. Ja, nimm mir alles zurück. Auf die ist auch verlassen, Knellwutzler. Die liebe ich natürlich genauso. Krasses Shirt, zeig es deinem ehemaligen Musiklehrer mal. Ja, das kann ich ihm schon sagen. Das hat ihm sicher gefallen. Sesselmann mit Mark mit C, bitte. Da werd ich böse. Was ist hier schon wieder böse werden? Wird nicht lang böse. Du bist nicht lang böse. Was haben wir jetzt eigentlich hergeschalten? Genau, hier. Das ist die Ella Beatty, die dann Lizzie Borden spielt. In der 4. Staffel Monster. Freue mich schon drauf. Monster Mingma. Haben mir bisher alle gefallen und ich gehe davon aus, dass wir die 3. Ed Gein Staffel bis zum Ende noch gefallen wird. So, haben wir noch mehr zum Teilen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Übrigens, im November, das wird mir gerade sein, ist eine Bat-Fam-Serie angekündigt worden auf Prime. Da geht es um einen kleinen Mini-Batman.
Und da gibt es schon einen Weihnachtsfilm davon. Den habe ich durch Zufall mal auf Prime entdeckt und der ist tatsächlich wirklich witzig und schön zum Anschauen. Deswegen bin ich jetzt war ich da sehr erfreut, als ich das gesehen habe, dass da eine Serie dazu kommt. Müssen wir schauen auf Prime, Batfam, also BAT-Fam, FAM. Genauen Tag habe ich nicht dabei stehen gehabt bei meinen News, die ich da genutzt habe. Aber es kommt auf alle Fälle eine Batfam-Serie. Hoffen wir kommen bei One Piece zu Thriller-Bark und wie so ein Brook machen. Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke schon, dass wir da hinkommen. Das ist ja die dritte Staffel auf alle Fälle schon angekündigt und ich glaube, hat es irgendwas geheißen, dass sie 10 oder 12 Staffeln dran wollen? Also lassen wir uns überraschen und sind wir guter Dinge. Extraction 3 steht an mit dem Chris Hemsworth. Wir haben ja dazu schon eine Folge aufgenommen, beziehungsweise der Corby und der Mike haben eine Folge aufgenommen zu dem ersten Teil. Zum zweiten glaube ich noch nicht. Und nächstes Jahr starten die Dreharbeiten zum dritten Teil. Laut Regisseur Sam Hargrave, kann man es auch gleich da gerade nicht lesen. Aber auf alle Fälle gibt es eine dritte Rumscheißerei. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe immer noch nicht einen von den Filmen gesehen. Wobei es ziemlich gut sein sollen, zumindest laut Mike und laut Corby. Naja, lassen wir mal kicken. Habt ihr die schon gesehen, die zwei Extraction-Filme? Wichtiger aber, habt ihr die Folge auch gehört, von denen zwei, die sie gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie ja die ganze Zeit The Extractor statt Extraction genannt haben. Das war auch ganz witzig damals. War eine Folge zu einem Film und wissen nicht mehr, wie der heißt. Ha! Der Klassiker, Viva la Movilusion, der dümmste Podcast der Welt. Übrigens, hab's gestern schon gesagt, sage ich heute nochmal, wir bestellen wieder Merch. Leute, schreibt uns, wenn ihr Merch wollt. Das machen wir jetzt dann eh noch, wie ich gestern schon gesagt habe, eine Ankündigung auf Instagram. Wir haben leider keinen eigenen Shop bisher. Das ist nur ein bisschen zu viel des Guten für uns. Drum müsst ihr uns einfach schreiben auf sämtliche Portale, wo ihr uns folgt oder wo man uns folgen kann. Könnt ihr uns einfach schreiben. Sagt uns, was haben wollt. Es gibt so ziemlich alles. Vom Shirt bis zum Regenschirm, bis zu der Rogel, wie es bei uns heißt. Also auch eine Rogel gehört her mit wie viel Evolution drauf. Jute-Säckchen für die Hipster unter euch haben wir auch. Boxershorts mit geil über den Arsch drüber, Viva la Movilusion. Also es gibt alles, es gibt nichts, was es nichts gibt. Wir können überall Viva la Movilusion draufballern. Drum, schreibt es uns. Dann, Fans für die Halo-Serie, Fans der Halo-Serie sind jetzt, sollten jetzt mal die Ohren offen halten, weil Halo, die Realfilmserie, die über Paramount Plus ja gelaufen ist nach 2 Staffeln abgesetzt worden, läuft er jetzt scheinbar auf Netflix, was ich mitgekriegt habe, und ist da eine der beliebtesten Serien aktuell. Das lässt doch Hoffnung machen auf eine dritte Staffel Halo. Zumindest für die Fans, die das wünschen, lässt es Hoffnung machen. Mir ist es persönlich, muss ich sagen, ziemlich egal, weil mir die Serie nicht so überzeugen hat können. Ich bin jetzt auch kein Spieler von der Halo-Reihe, drum habe ich da jetzt auch nicht so das Thema mit dem Ding, aber sollte natürlich für alle erwähnt sein, die irgendwie davon träumen. Ihr dürft weiter träumen, Leute. Ihr dürft weiter träumen. Das ist doch mal schön, oder? Oh, Stimmbruch kurz gekriegt. Zack Cracker! Zack Cracker dreht ja einen neuen Resident Evil Film und da sind jetzt da die ersten Castings bekannt gegeben worden, nämlich unter anderem Zack Cherry, den kennt man aus Severance, der Serie Severance, der beleibtere Mann mit Brille und Bart, den man immer gern knuddeln möchte, ganz ein lieber Knuddelbär. Und die Carly Rice, die in der 4. Staffel True Detective mitgespielt hat, die zweite Hauptrolle neben der Jodie Foster, glaube ich, war es, oder? Die mit den Piercings. Bin ich schon mal sehr gespannt, weil vor allem die Carly Rice, die spielt sehr gut, finde ich. Und natürlich hat der Zack Jerry, der spielt auch sehr gut und ich bin halt einfach, wenn der Zack Cracker da jetzt Resident Evil verfilmt, dann bin ich richtig, richtig neugierig, was da auf uns zukommen wird, weil der Mann kann was. Der Riesung. Und, was haben wir hier noch? Lasst mich schauen. Ich habe jetzt noch 3 Infos für euch. 3. Dress Infos. Mit welcher fange ich an? Fangen wir mit Peaky Blinders Infos. Peaky Blinders kriegen wir noch einen Film. Und jetzt ist auch schon eine Sequel-Serie angekündigt worden und es sind gleich 2 Staffeln bestellt worden. Spät in Großbritannien 1953 und der Cillian Murphy wird da auch produzierend tätig sein. Läuft dann natürlich auch auf Netflix, was ich noch nicht gesagt habe, kann mich nicht erinnern. Aber es läuft auf Netflix. So ist das. Dann Jason Blum
Blumhouse hat sich ja die Rechte von Lionsgate geholt zum Saw-Franchise und er hat jetzt bestätigt, dass der James Wan sehr stark involviert sein wird in die Saw-Zukunft. Der Lee Whannell, der soll anscheinend auch mit dabei sein, das ist aber jetzt in diesem Interview nicht bestätigt worden. Aber James Wan als einer der Schöpfer hinter Saw, wenn der da wieder dabei ist, das ist ja schon mal hervorragendst, mehr die sagen. Hervorragendst. Schauen wir mal, was hier noch geschrieben wird. Vergeben und vergessen, so mag ich das, verzeiht sich gegenseitig und gelangt euch öfter mal in den Schritt. The Extractor mit Arnold Schwarzenegger. Ja, den haben sie wahrscheinlich gemeint, die zwei Affen. Kannst nichts allein machen lassen. Das ist wie gestern mit dem Stream herrichten lassen vom Seppi. Bam, nichts läuft. Heute, ich alles selber gemacht, zack, das Ding läuft, ist flüssig, der Ton ist hervorragend, mehr die behaupten. Ich höre mich selber nicht, ich weiß es nicht, aber das Battle ist zauberhaft, die Person in dem Battle ist zauberhaft, die Bildkomponisation ist einfach herzallerliebst. Das Ding schaut aus hier, als das ein sehr talentierter Regisseur macht. Und die letzte News, die finde ich obergeil und ich hoffe so stark, dass wir dann endlich eine richtige Veröffentlichung dazu kriegen. Nämlich im Dezember kommt in die US&A-Kinos von Kill Bill The Whole Bloody Affair. Das ist praktisch das komplette Riesenpaket an Kill Bill mit beide Teile immer hintereinander, zusätzliche Szenen, die gefeit haben. Und meine Kamera fängt schon wieder an, einfach automatisch umeinander zum Zoomen, obwohl dieses Autoframing ausgeschalten ist. Ich glaube, ich muss auch noch Gesten irgendwo ausschalten. Mach mich schlau danach. Auf alle Fälle, diese Whole Bloody Affair von Kill Bill ist, glaube ich, obergeil. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich meine auch, dass es bisher nur eine Veröffentlichung in Japan gibt davon. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Da braucht man Mikey dazu, der darf das wissen. Aber es gibt auf alle Fälle einen zusätzlichen Anime-Part, meine ich. Ein paar Gewaltszenen sind noch mehr mit drinnen und es ist halt einfach ein Riesenpaket, das Ding. Das ist, ich vergleiche es einfach mal mit der Grindhouse-Fassung von Planet Terror und wie heißt dann der Death Proof, die dann halt auch in einem Stück laufen und die ganzen zusätzlichen Trailer dazwischen sind. Und wie ich schon gesagt habe, ich hoffe sehr stark. Ich gehe nicht davon aus, dass wir einen Kino-Release davon kriegen. Ich glaube, 5. Dezember ist es in die USA. Aber ich hoffe zumindest, dass das gut genug ankommt, dass wir dann vielleicht endlich eine Veröffentlichung dazu kriegen. Das war nämlich richtig geil. Ich möchte den einmal in dieser Fassung sehen. Kann man über Steady schreiben? Ich hätte gerne eine Cap. Kannst du auch auf Steady entweder einen Kommentar oder du suchst die E-Mail-Adresse aus. Oder ich sag dir die E-Mail-Adresse einfach schnell. Schreibe Chat ein, wenn du was zum Schreiben hast und dann gebe ich dir unsere E-Mail-Adresse durch. Dann kannst du uns da einfach schreiben. Die U ist und A, Uschi, Sigrun und Annette. Wer heißt denn Sigrun? Komm schon, Sigrun. Schwanhilde, da will ich sagen. Uschi, Schwanhilde und Annette. Uschi. Uschi ist also ein richtig geiler Name. Ja, das waren die News. Springen wir gleich weiter zu den Kinostarts der Woche, täte ich sagen. Unter anderem mit heute, stimmt, es geht ja heute schon los, das ist Donnerstag. Tron Ares läuft ja an und kriegt auf Filmstarts gerade 2,5 von 5. Eieieiei. Bin ja mal gespannt, was der kann. Ich glaube, der wird allgemein, kommt er nicht so gut an. Was ich echt schade finde, weil es cool ist, dass Nine Inch Nails ja eben da schon einen Soundtrack machen. Der Trailer hat auch mega ausgeschaut, die Effekte schauen geil aus im Trailer. Also, wenn er wirklich nicht gut ist, dann ist das sehr schade. Dann nochmal Gabby's Dollhouse, der Film. Das wird sicher richtig gut. Amrum, ein Kriegsdrama von Fatih Akin. Ist der Fatih Akin nicht der einen goldenen Handschuh gemacht hat? Da muss ich jetzt kurz gucken, ob das der ist oder ob ich mich da total täusche. Natürlich täusche ich mich nicht, weil ich ein Hundling bin. Fatih Akin macht ein Kriegsdrama. Das sollte man dann, glaube ich, auf dem Schirm halten. Zweigstelle Zamagna Papiza, keine Ahnung, wie man das ausspricht. A House of Dynamite. Continental 25. Reflection in a Dead Diamond. Stolz und Eigensinn 28. Der Weg entsteht im Gehen. Das ist ja Tatsache, gell? Das Leben meiner Mutter, nicht das Leben in meiner Mutter. Schau hier, du machst ein Wort dazu und schon hast du ein Porno. Hochstapler und Ponys, Save Our Souls, die schwarze Mühle, sagt man wirklich gar nichts von den Filmen irgendwo, bis auf natürlich Tron.
Und jetzt im Nachhinein eben der Fatih Akin als Regisseur von Amrum. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Die Streaming-Charts haben wir Monster Staffel 3 da drinnen. Da bin ich ja schon mal gespannt, ob das da schon jetzt. Jetzt pass mal auf, der geht nämlich vom September, vom 19. Ach na, das sind nur die Streaming-Charts, die sind noch nicht so ganz, die sind anscheinend noch nicht aktualisiert worden. Denn wir haben hier die Streaming-Charts vom 19. September bis 25. September. Sind wir noch gar so weit hinten. Jetzt warte mal, schauen wir mal, ob wir da noch was finden. Aber das ist scheinbar sind die aktuellen Streaming-Charts, die Variety hier, oder Variety, wie spricht man es eigentlich aus, immer raushaut. Nehmen wir einfach mal. Ist das schon 2025, ja? Ich bin verwirrt. Platz 10, The Terminal List, Dark Wolf, die erste Staffel auf Prime Video. Dann wandert Wednesday, die zweite Staffel, schön langsam raus aus den Top 10, denn jetzt ist es auf Platz 9, die zweite Staffel auf Netflix. Peacemaker, die zweite Staffel von HBO Max, hat es auf Platz 8 geschafft. Finde ich geil. Peacemaker, zweite Staffel, echt mega. Die erste war Weltklasse, die war halt also richtig geil blöd. Aber jetzt die zweite, die hat immer noch so den geilen Idiotenhumor, vor allem im Vigilante. Aber die ist ja ziemlich krass charakterbezogen. Die lässt wirklich viel oder beleuchtet ziemlich viel von die Figuren. Und da sind schon, vor allem in Folge 7, da sind schon echt harte Sachen dabei. Bin jetzt gespannt auf das Finale, das morgen kommt. Morgen ist Finale von Peacemaker. Läuft bei uns auf RTL Plus, falls irgendjemand sagen mich und nicht gewusst hat. Dann Tulsa King, die dritte Staffel, auf Platz 7 über Paramount Plus. Nochmal HBO Max mit The Pit, die erste Staffel auf Platz 6. Dann haben wir wieder Bon Appetit, Your Majesty. Die erste Staffel auf Netflix. Love Island Games ist auf Platz 4, die zweite Staffel über Peacock. Wo laufen denn die Peacock-Sachen bei uns? Was ist mit dem Ottmar? Was schreibt er denn der Sesselberger? King Ottmar. Platz 3, House of Guinness, die erste Staffel auf Netflix. Die hat mich interessiert. Da schaut der Trailer ziemlich cool aus. Dann haben wir noch Platz 2 mit Black Rabbit, die erste Staffel auf Netflix. Und Wayward auf Platz 1 auf Netflix. Was ist denn Wayward? Ich weiß nicht. Schauen wir mal, was haben wir noch für Streaming-Charts. Dieser K-Pop Demon Hunters ist immer nur auf Platz 2 von Netflix. Ansonsten ist da nichts, was uns irgendwie interessiert. Darum verzeihe ich es euch gar nicht. Das waren die Streaming-Charts, Leute. Das war's mit den Streaming-Charts und den Kinocharts. Und jetzt fangen wir an mit super coolen Unboxing, da die sagen. Super cooles Unboxing. Wieder mal das Highlight jeder News-Folge. Man weiß es, der Tagesschau macht es ja auch so, die unboxen einmal irgendwas. Der Dragon Cry da habe ich den. Ja, das ist ja, vielen Dank hier. Gibt es wieder dicke, fette Potato. Ich hoffe, du hast dicke, fette Potatoes zum Essen gehabt. Drum kriegst du ja nochmal dicke, fette Potato. K-Pop Demon Hunt, das ist ja auch super. Ich habe noch nichts gesehen. Ich verurteile jetzt natürlich hier nicht, weil ich noch nichts gesehen habe, aber ich kann halt wirklich, ich habe immer einen Trailer gesehen, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Unboxen, nämlich wir haben wieder ein Action One Piece OP10 zum Unboxen. So, was soll es zum Essen geben, Dragon Cry? Verzeih mir, was soll es zum Essen geben? Was soll es Gescheites geben? Ich hoffe, keine Ersatzprodukte, die einfach frech wie es sind, die linksgrün versifften veganen Kackbratzen mit echten Fleischtiteln benannt worden sind, wie vegane Burger oder vegane Schnitzel. Denn das darf man jetzt nicht mehr. Endlich ist sie hier durchgesetzt worden. Ganz nah am Menschen hat irgend so ein Schwanz gepostet. Der sogar in der CDU oder in der CSU war, ich weiß jetzt nicht, wie der geheißen hat, der Vogel, aber sogar die CDU, CSU, die im Europaparlament sitzt, hat sich gegen dieses Verbot ausgesprochen, aber trotzdem ist dafür gestimmt worden. Das ist eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Menschheitsgeschichte, dass das endlich nicht mehr so genannt werden darf. Aber ich reg mich nicht lange auf. Saudeppen. Dürüm hat's gegeben. Geil, Alter, Dürüm, beste. Deutsches im Grunde gefällt mir. So, jetzt was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal eine Stage, Punk Hazard. Warte mal, die muss ich jetzt mal kurz umschalten. So, jetzt hat hier Punk Hazard Stage. Ich habe keine Ahnung, ob ich die schon habe.
Dann haben wir Perona. Dann haben wir Diamante. Nico Robin, die sehen wir ja dann in der zweiten Staffel One Piece in Real. Fighting Fish, Fettsackfisch. Dann haben wir wieder ein Event. The weak do not have the right to choose how they die. Da weiß ich, dass ich die schon habe. Kann gleich abhauen. In den Müll, in den Müll, in den Müll, 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 wie es das SpongeBob gesagt hat. Charakter sei. Dann haben wir Charakter Bian. Dann haben wir Charakter Mocha. Mocha. Jewelry Bonnie. War jetzt auch übrigens in One Piece in einem Anime ein Mega-Arc, die Geschichte über Bonnie und ihren Papa. Da hat man am Schluss dann einmal ein Tränchen verdrücken müssen. Also wirklich legendär gut. Dann haben wir eine Glitzerkarte. Marco. Die schaut ja, das schaut doch schön aus, oder? Richtig schön, das Ding. Richtig schön. Schönes Artwork, Mogi. Und hier haben wir noch Charakter Smiley und die glitzert. Ah, aber die habe ich schon. Danke für nix. One Piece Booster Pack. Schauen wir mal, was dann, was in die anderen Dinger drinnen sein wird. Was wird wohl in den anderen Sachen, was machen Sachen drinnen sein? Übrigens, kurze Spoilerwarnung für euch, oder was heißt kurze Spoiler, kurze Info für euch. Heute nehmen wir eine Folge auf, der Mike und ich, mit dem Penninger. Es wird eine weitere Folge zu Schnaps und Sci-Fi entstehen. Ich sage euch jetzt noch nicht, zu welcher, zu welchem Produkt wir da aufnehmen. Aber ihr dürft sich auf alle Fälle freuen, dass es so eine weitere tolle Folge gibt mit dem Penninger Stefan, wie es schon zu Event Horizon gegeben hat. Und es ist natürlich, wie der Name schon sagt, Schnaps und Sci-Fi, eine Science-Fiction-Serie. Jetzt habe ich sogar schon ein bisschen was dazu gesagt. Es ist eine Serie, die wir besprechen. Wird heute aufgenommen. Noch nichts Pokémon. Sessler. Warte mal wegen. Jetzt kommt erst der Magix, der Gessering, Final Fantasy. Ja, schreibt man mit P vorn drauf. Ich krieg's wieder nicht auf, ich flippe aus. Es liegt daran, dass ich meine Fingernägel geschnitten habe. Schaut, richtig zauberhafte Fingerchen. Und jetzt kann ich nichts mehr aufmachen. Ich kann mir nicht einmal mehr einen Dreck aus dem Ohrwaschel rein. Was lernt man daraus? Man lässt sich den kleinen Fingernagel wachsen. Nicht gerade zum Koki-Moki schnüffeln, sondern auch zum Booster Pack aufmachen und Dreck aus dem Ohrwaschel rein. Ich hab's fast geschafft. Fast, dauert gerade eine Stunde. Jetzt halt. Puh, das war anstrengend. Ich muss ja direkt schwitzen hier. Ich muss ja direkt schwitzen. Schwitzen und lästern. Schauen wir mal, was die kennen. Jetzt habe ich schon die verdammten Magic the Gathering Spider-Man-Karten gesehen. Also die machen mir jetzt langsam arm, weil da ist auch so kurz vor knapp, dass ich mir die kaufen muss. Und dann kommt ja auch noch diese PlayStation Collab vorne. Jetzt darf es echt aufhören. Umzingelt von Schwarzmagiern. Hexerei. Dann haben wir Güsal-Gemüse. Hexerei schon wieder. Süßer Chocobo. Valum, Spontanzauber. Ladenbesitzerin, Kreatur, Mensch, Bürger. Also es ist nicht so, dass sie aufregt über den Bürger, sondern Mensch, Bürger. Rettung, Hexerei. Da freue ich mich auch, da darf uns endlich mit dem dritten Teil von den ganzen Final Fantasy Remake rausballern. Fertignudeln haben wir schon wieder, die haben wir letztes Mal schon drin gehabt. Pissbacken hier. Blitzball, Artefakt, das ist glaube ich von Final Fantasy X. Ich habe es zwar nicht ganz gespielt, aber an das kann ich mich ein bisschen erinnern. Rydia, Beschwörerin aus Nebel, eine legendäre Kreatur, Schamane-Mensch. Oder ein Burger. Was lege ich mir jetzt einen Burger? Ich habe es ja jetzt sogar schon einen Burger gehabt. Umsonst bin ich nicht so fett. Ambrosia Weißherz, legendäre Kreatur. Ein Vogel. Wo ist mein Vogel? Ex-Death, Hexer des Nichts, legendäre Kreatur, Geist und Hexenmeister. Yeah. Dann haben wir hier noch Prompto Argentum, legendäre Kreatur, Mensch und Späher. Jetzt muss ich doch tatsächlich hier mal schnell was anstecken, weil sie meine Maschine verabschiedet. Bin ich gleich wieder da. Ja, ist geschafft.
Energiesparmodus deaktiviert. Mach heller, weil sonst sehe ich mich selber nicht mehr. So, Jenova, uraltes Unheil, legendäre Kreatur, Alien sogar. Da schau her. Legendäre Kreatur. Hey, ich habe euch was vorenthalten, nämlich vom X-Death, Hexer des Nichts. Das ist eine doppelbedruckte Karte. Wir haben hier noch Neo X-Death, Bringer des Nichts auf der Rückseite. Geist Avatar. Cool. Was haben wir hier jetzt? Beschwörung Chocopo-Moppel. Das ist mein Spitzname in der Schule gewesen. Und die da dann und glitzern tun. Ui, ui, ui. Dann haben wir Wald, ein Standartland. Und jetzt haben wir wieder eine coole Artwork-Karte, nämlich Braskas Bestia. Und die schaut ja echt geil aus. Ein bisschen Duckface im Hintergrund. Sehr schön. Die Artwork-Karte ist sicher 1000 Euro wert. Aber jetzt ist Spitzen. Aber jetzt ist Spitzen, was ich jetzt da glitzernder Quamper da. Ja, so habe ich dann in der Ausbildung geheißen. Gestern habe ich einen Chicken Burger gegessen. Gut. Also ich habe einen Big King gehabt heute vom Burger King. Burger King beste, geile Plant-Based Burger, die einfach schmecken, als wären es echt. Das Leute dann damals, als sie eine echtes Fleisch eigentlich gar nicht gemerkt haben, dass sie echtes Fleisch drin haben, weil die wirklich so tolle Alternativen haben. Jetzt gibt es Boglamons, prismatische Entwicklungen und alle müssen mir die Daumen drücken, dass ich jetzt da auf alle Fälle ein Ding drin habe, eine Nachterra-Karte. Was hast du da noch geschrieben? Mensch, Bürger. Oder Burger, also Burger, Prompto Eis, Final Fantasy 15. Braskas Beschwörung aus Final Fantasy 10, bester Kampf-Soundtrack. Kann ich leider nicht mitschmatzen, weil ich hab's zwar gespielt, aber ich glaube gerade so 10 Stunden oder so. Oder Mensch Bürger, ja. Mensch Bürger müsste jetzt eigentlich sagen, wenn es heißt, dass Ghost of Yotei woke ist, weil man eine Frau spielt. Das ist wieder gut. Das ist wieder mega gut, wenn ich so etwas sehe. Vor allem, ich weiß nicht, warum, weil beschweren sich eigentlich Leute über die Wokeness bei Ghost of Utah, dass ich da jetzt eine Frau spiele, weil fairer geht es doch eigentlich gar nicht, als die Ghost-Reihe das bisher gemacht hat, wenn ich im ersten Teil einen Mo spiele und im zweiten Teil eine Frau, das ist genau 50-50, es ist perfectly balanced, wie es der Thanos sagt. Weiß nicht, was ich mit da aufreg. Kann ich nicht verstehen. Pokémon von President, wer ist da? Der Lukas, ich würde gern eine Wade von dir sehen. Die gibt es nur im Privatchat auf OnlyFans gegen Bares. Bares für Wadles. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier Tolles haben. Parfinesse mit Duftdruck. Duftdruck, so werde ich es in Zukunft nennen, wenn ich furze. FM, flattern. Flattern, wenn ich Duftdruck einsetze, flattern meine Ass-Cheeks. Schwarzgurt-Training. Training ist für einen Arsch. Liegt lieber auf der Couch und frisst Chips. Fleckmann, Aquakanare und Schweifvertrimmer. Was ist der Schweifvertrimmer? Es ist, wenn man sie beim Rasieren am Schweif ansäbelt. Ich weiß nicht, ich frage nur. Irdengefäß. Mhm. Dann nochmal eine Trainerkarte, die Tara. Mhm. Kokowai, Megasauger und Solarstrahl. Das sind wieder Sachen, die bei mir passieren. Oder bei allen anderen Männern. Erst kriegst du einen Megasauger und dann gibt es einen Solarstrahl. Wahnsinn, das ist so toll, wenn man mit Anfang 20 einen Humor vom 14-Jährigen hat. Zwirlicht, ich krieg dich und Grummeln und es ist eine Reverse-Holo-Karte. Glitzer, Glitzer, Reverse Holo. Habt ihr das gehört? Reverse-Holo-Karte. Ich habe das nämlich, ich habe mir da jetzt schon mal ein bisschen eingelesen, wie die Sachen eigentlich heißen, wie das alles abläuft. Jetzt auch noch Trainerkarte, yo, und auch schon wieder voll Reverse-Holo. So, hier, Psyana, Psychoansturm und mentale Blockade. Leider keine Nachtharer-Glitzerkarte. Das müsste jetzt eine normale Holo-Karte sein. Und jetzt haben wir noch eine Basis-Energiekarte, aber auch die schillert. Das ist ja crazy, die prismatischen Entwicklungen. Vielleicht ist die 1000 Euro wert. Leider kein Nachtharer, schauen wir mal nachher nach. Ich habe mir mittlerweile eine App runtergeladen. Vielleicht ist das Psyana was wert. Vor Zeit habe ich mal eine Karte einsortiert, die ist tatsächlich 50 Euro wert gewesen. Also, kickt sie, wa? Kickste, wa?
Puh, das war's, Leute. Das war's. Der Schwarzgurt Udo ist halt nur beim Pokémon Gold in meinem Handy gespeichert. Die Leute meinen gerade am Vogel. Du sagst da, sind da so viel Zeug. Mit One Piece Manga habe ich gerade Pause gemacht, dann Thriller Bark. Haben jetzt die Toro Manga sein, weil mit dem Anime geht nichts weiter. Müsste aber, glaube ich, dieses Jahr noch weitergehen, die zweite Staffel von Doro. Aber beim Manga bin ich auch gerade dabei von Doro. Ich habe jetzt dann den ersten Sammelband gelesen. Da ist 5 Euro. 5 Euro habe ich das letzte Mal auch gehabt in dem Booster Pack, das mir der liebe Philipp mitgenommen hat in die Nacht des guten Geschmacks, die übrigens auch am 17. Oktober wieder stattfindet in den Cineplexens, nämlich, und das mit Werner Beinhardt. Also, das ist ja einmal Ding, nur mehr auf der Leinwand zum Singen. Sollte man vielleicht ausnutzen. Also 17.10. Nacht des guten Geschmacks mit Werner Beinhardt. Und ich darf aufschreiben, es gibt, da muss ich jetzt kurz mal nachschauen, wie die heißen. Go West Poetry, Leinwand-Lyric mit dem Ralf Thurnheim ist wieder unterwegs. Mit 2 Sachen, glaube ich. Dieser Frank Thurnheim, der laufen auf der Leinwand Stummfilme und er synchronisiert die praktisch und textet dazu. Und das ist, ich habe das schon mal gesehen, das ist, ich habe mir das nicht vorstellen können, aber das ist wirklich so geil. Das macht so Spaß und du bist so dabei die ganze Zeit. Also, wenn irgendwo bei euch auch so eine Leinwand-Lyrik ist oder eben dieser Frank Thurnheim am Start ist, dann da ich unbedingt hinfahren. Diesmal ist er am 20. Oktober im Cineplex in Vilsbiburg. Also wer irgendwie die Möglichkeit, dass er da hinfährt, sollte da hinfahren und sich das anschauen. Das macht mega Spaß. Das ist was ganz Besonderes. Das ist echt ein besonderes Erlebnis und muss man gesehen haben. Beim Werner kriege ich vielleicht dann endlich meinen kleinen Bruder mit ins Kino. Seid da wieder im Vilsbiburg. Ich kann es nicht sagen, wie es ausschaut, wo wir sind. Es ist nichts ausgemacht worden. Ich werde eigentlich mal wieder woanders hinfahren. Mal kicken. Das ist wieder Rosarote Panther oder Oggi und die Kakerlaken in Lustiger. Äh, ja, eigentlich eine sehr treffende Beschreibung dafür. So, Leute, das war's für heute wieder mit dem Kassettenschmerz. Ich muss jetzt aufhören. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge Schnaps und Sci-Fi. Ich sage vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und mitgemacht haben. Vielen Dank an die edlen Spender. Da gibt es wieder die dickste Potato, weil der dümmste Bauer hat die dickste Kartoffel. Und die spende ich euch als dümmster Bauer. Gebe ich meine dicke Kartoffel gerne an euch für eure Spenden. Fürs dabei sein. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zum Kassettenschmerz. Herz unsere neue Folge an. Du Alex dann draußen. Gnädelwurzler, schreib uns oder kommentier auf Steady, wenn es dieser einfach schnell unter irgendeiner Folge, ich habe es schon mal aufgeschrieben, dass du eine Cap machst, aber damit ich dir dann antworten kann, müsste die dann anschreiben können und deswegen kommentieren einfach mal irgendwo drunter, dass ich dann in Kontakt mit dir treten kann, weil es gibt auch verschiedene Ausführungen für die Caps, damit ich weiß, was du haben willst. Ansonsten, schönen Abend noch. Schaut irgendwas cool so oder zockt's. Und bleibt weiterhin coole Viva la Movilusion Jünger, weil die sind in der Regel hübscher als alle anderen. Macht es gut. Küsschen auf eure Nüsschen und bis bald.